Ein herzliches Hallo. Heute geht es um das Thema Schutz und Geborgenheit in dir finden. Gemeinsam tun wir dein innere Haus aufräumen. Mein Name ist Pierina Steiner, Mutmacherin und Lebenscoach. Schön, dass du da bist. Seit wir Menschen sesshaft wurden und das nomadische Leben haben aufgegeben, ist das Haus der Ort vom Leben, vom Wohnen und es steht als Symbol für die Ganzheit von uns als Person. Im Laufe des Lebens bauen wir unser inneres Haus immer weiter aus mit ganz unterschiedlichen Räumen, die durchs Fundament gedreht werden. Auf das Fundament bauen wir die Mauern, Wände, die stützen, aber auch schützen und unser Haus begrenzen. Wir bauen ein Dach drüber, das uns von Unwetter und Sturm schützt. Die meisten Menschen tragen Sorge zu ihren 4 Wänden. Sie verschönern sie, sie gestalten sie. Vielleicht bei einem Einfamilienhaus oder bei einer Eigentumswohnung Umbauten gemacht, Wände werden rausgerissen, neu platziert, Trägerbalken werden ersetzt oder an die Stelle von Wänden hineingetan. Ja, es wird renoviert, verschönert, entrümpelt, entsorgt, gereinigt und natürlich einen Frühlingsputz gemacht. Wir geben ganz viel auf unsere 4 Wände. Während die meist vor Sauberkeit glänzen, toll eingerichtet sind, herrscht aber oft im inneren Haus ein richtiges Durcheinander, ein Chaos von angesammelten, angehäuften Sachen, die uns das Leben erschweren, träge machen oder auch blockieren. Nimm dein emotionale Leben und stell dir vor, dass es genau so stattfindet wie dein reale Leben im Haus oder in der Wohnung, wo du lebst. Das Fundament sehe ich als seelische Widerstandskraft. Das Fundament, die Steine, die Wände und die Mauern, die bestehen aus deinen Fähigkeiten, Talent, hilfreichen Eigenschaften, positiven Erfahrungen, Trost, liebevoller Zuwendung und vertrauensvollen Menschen. Wenn wir nicht resilient genug sind, kann es passieren, dass uns eine Lebenskrise ganz arg zusetzt. Dass nicht nur das Fundament, sondern auch die Wände, die Mauern an gewissen Stellen anfangen zu bröckeln und rauszugehen. Ja, die Wände sind dann nicht mehr stark genug, geben nicht mehr den nötigen Schutz, den wir eigentlich benötigen. Und genau wie die Wände werden wir selber instabil, brechbar, angeschlagen, vielleicht auch gerade umgestossen und manchmal auch haltlos. Wenn du mehr zur Resilienz erfahren willst, dann findest du am Ende des Podcasts den Link dazu, wo du mehr Info findest auf meiner Webseite. Der Keller, das ist das Unterbewusstsein, während der Dachboden für alte Erinnerungen und deine Vergangenheit steht. Die Küche, die verbindet sich mit dem Thema von der guten Selbstsorge, vom Ernähren, ernährt sein. Das Schlafzimmer, das ist der Ort vor Ruhe, vor Intimität, während das Bad der Ort von deiner Reinigung und deiner Pflege ist. Als Info, nur so nebenbei, hast du gewusst, dass in der tiefen Psychologie die Deutung vom Hausmotiv es dort um unser Selbstbild geht, um einen gegenwärtigen Zustand. Darum ist es wirklich wichtig und auch spannend, einen intensiven Rundgang zu machen, mal durch unser eigenes inneres Haus. Ein vernachlässigtes und verlottertes inneres Haus weist auf die Thematik von einer problematischen Selbstsorge und einer Ich-Akzeptanz hin.
Auch ein Haus, das zum Beispiel ganz viele Innenräume aufweist, kann auf eine Differenziertheit von der Persönlichkeit hinweisen. Einige Räume möchte ich heute mit dir gerne ein bisschen näher betrachten und dir auch ganz konkrete, hilfreiche Tipps geben, damit du eine klare Strategie hast, Klarheit gewinnst und durch das auch mehr Lebensfreude. Aus diesem Grund möchte ich heute mit dir zusammen einen ersten Rundgang machen durch dein innere Haus, damit du selber Unstimmigkeiten, bröckelnde Wände, so Disharmonien, Stolperfallen, Köder, Müll selber kannst erkennen. Wenn du wirklich bereit bist, den Rundgang durch dein innere Haus zu machen, dann möchte ich dich vorgängig auffordern, dir ein Notizbuch bereitzustellen, damit du nach der Hausbesichtigung alles aufschreiben kannst, was du gesehen hast und vielleicht, wenn du Lust hast, sogar auch eine Zeichnung von deinem Haus machen. Wenn du diesen Podcast hörst, dann führe ich dich durchs innere Haus führen. Wenn dir das ein bisschen zu schnell geht und du es nachlesen willst, kannst du das Ganze auch in meinem Blog nachlesen. Auch dort findest du im Beschrieb vom Podcast den Link dazu. Bei deinem ersten Besuch im inneren Haus möchte ich dich bitten, nur auf die Bauweise, auf den Zustand, somit auf die Bausubstanz zu schauen und auf nichts anderes. Setz dich doch irgendwo ganz bequem an, wo du völlig ungestört bist und schliess einen Moment bitte die Augen. Du mal ganz ruhig ein- und ausatmen. Komm zu der Ruhe, zu dir selber und stell dir bitte vor, du stehst vor deinem Haus von deinem Leben, vor dem Garten. Du das Haus einfach mal von außen anschauen. Wie sieht das Haus aus? Wie wirkt es auf dich? Welchen ersten Eindruck hast du von deinem Lebenshaus? Nimm das einfach mal in dich auf, ohne gross zu werden. Wenn du das Haus anschaust, wie kommst du ins Haus hinein? Gibt es Mauern? Gibt es eine Hecke? Ein Gartenzaun? Oder hat es gar nichts von dem? Hat es vielleicht eine Gartentür, die du jetzt auftun kannst, reingehen bis zur Eingangstür? Schau einfach mal ganz genau an. Und jetzt nimm die Hausschlüssel. Tu die Eingangstür auf und gang rein. Gang ganz langsam auf einen Rundgang von deiner Hausbesichtigung. In welches Zimmer kommst du? Wie findest du die einzelnen Zimmer vor? Hat es in deinem Haus einen speziellen Geruch? Wie fühlt es sich für dich an, in diesem Haus zu sein? Schau genau an, in welchem Zustand sind die Wände, Böden und die Fenster der einzelnen Zimmer. Sind die Mauern, die Wände stabil? Sind sie schützend? Sind sie fest oder bröckeln sie? Welche Teile der Mauern sollten erhalten bleiben? Welche haben sich bewährt? Welche müssen verändert, ausgewechselt werden oder gekittet?
Welche Wände oder Mauern sollten versetzt werden? Wo braucht es vielleicht mehr Fenster? Mehr oder weniger Durchlässigkeit? Sind die Böden morsch? Beschädigt? Hat es genug Fenster? Aber auch nicht zu viele Fenster? Wie ist das Fundament von deinem Haus? Ist es ein sicheres Fundament? Kann Stürme, Witterungen und Unwetter standhalten? Ist die Stärke gut oder bröckelt das Fundament? Und wie sieht das Dach aus? Ist es schützend? Oder fehlen Ziegel? Lässt es Regen, Schnee rein? Lass dir genug Zeit, das Haus vom Keller bis zum Esstieg anzuschauen. Wenn nötig, gang ein zweites Mal durch, bis du wirklich alles gesehen hast. Und erst dann wirst du dein Lebenshaus wieder verlassen, Türen schliessen und dich wieder auf den Weg ins Hier und Jetzt zurückmachen. Wenn du jetzt wieder im Hier und Jetzt bist, dann nimm dein Notizbuch und schreib alles auf. Wenn nötig, du auch vielleicht wieder deine Augen kurz schliessen, gang gedanklich noch einmal durch dein Lebenshaus und tu dir wirklich alles notieren über die Bausubstanz von deinem inneren Haus. Wenn du dir jetzt genug Zeit genommen hast, reingespürt hast, dann sind vielleicht sogar schon erste Erkenntnisse aufgekommen oder du hast etwas Spezielles wahrgenommen. Und jetzt machen wir noch einmal einen Hausrundgang machen in deinem Haus vom Leben und schauen ganz speziell auf die Einrichtung, aufs Ambiente und uns auf die Gegenstände vom Haus konzentrieren. Wir gehen wieder genau gleich vor wie bei der ersten Besichtigung. Also, nimm einen tiefen Atemzug. Du ganz ruhig ein- und ausatmen. Komm zu der Ruhe. Bei dir selber an. Du stehst wieder vor deinem Haus vom Leben, vor dem Garten. Wie ist dein Eindruck? Ist es einladend? Gefällt dir, was du siehst? Oder benötigt es eine Veränderung? Eine neue Gartentür? Mehr Blumen? Was ist nötig, dass du dich beim Hineingehen absolut wohlfühlst? Jetzt gang zur Haustür und tu sie auf. Gefällt dir, was du siehst? Wie ist dein erster Eindruck? Dass es renovationsbedürftig ist? Schau mal, wie viele Verbindungen, Fenster, Türen gibt es überhaupt nach Hause? Sind die Verbindungen stimmig für dich? Oder eher nicht? Gang jetzt von einem Zimmer ins andere, auch in die Küche und ins Bad, und tu sie ganz genau betrachten. Was fühlst du in diesen Räumen? Fühlst du dich wohl, geborgen, beheimatet? Oder ist es sehr ungemütlich, kalt, chaotisch? Und fühlst du dich vielleicht sogar ungeschützt? Führe einen Weg durchs innere Haus in den Keller und auf den Dachboden. Hat es dort Grümpel, die schon lange entsorgt werden sollten? Vielleicht von früheren Lebensphasen, alten negativen Erinnerungen, die sich dort immer noch auftürmen.
Vielleicht ist dort auch etwas, wo du schon ewig lang gesucht hast. Schau um. In der Küche frag dich dort speziell, wird dort auch wirklich gekocht und gute, gesunde Nahrung zubereitet? Oder nur Fertiggerichte aufgewärmt? Findest du genug Vorräte im Sinn von einer guten Selbstsorge? Frag dich bei allen Räumen, was fehlt hier? Was muss ergänzt, erweitert werden? Gibt es einen Impuls, etwas zu verändern? Gibt es einen Impuls, etwas loszulassen, zu entrümpeln? Welche Stellen brauchen besonders Pflege? Welche Pflanzen würden bereichern? Welche sollten entfernt werden? Welche Teile passen zusammen oder könnten miteinander verbunden werden? Und welche müssen ersetzt werden? Lass dir genug Zeit bei deiner Hausbesichtigung. Und wenn nötig, gang wieder ein zweites Mal durch, bis du wirklich alles gesehen hast. Und dann erst wirst du die Türen schliessen und dich wieder auf den Weg ins Hier und Jetzt machen. Und wenn du wieder im Hier und Jetzt bist, nimmst du wieder dein Notizbuch, tust vielleicht sogar deine Augen schliessen, in Gedanken wieder zurückgehen und vielleicht auch aufzeichnen, was du dort drinnen alles gesehen hast. Glaub mir, es lohnt sich wirklich, die Übung durchzuziehen und die Zeit zu investieren, weil es dir ganz viel Erkenntnis wird bringen. Dein ganz spezielles Augenmerk solltest du jetzt auf die Dachboden und die Keller legen. Denn der Keller ist das Unterbewusstsein, wo deine Gewohnheiten, deine Gedanken und Glaubensmuster sind. Nimm dir also Zeit und begib dich bei einem weiteren Rundgang ganz speziell in den Keller und frag dich dort mal, wie sieht es dort aus? Haben sich dort Spinnhuppeln angesetzt? Ist es düster, dunkel? Schmeckt es so muffelig, unangenehm? Welche hinderlichen Glaubens- und Denkmuster hängen hier seit Kindesbeinen fest? Oder vielleicht auch aus späteren negativen Erfahrungen, die noch dazukommen? Notier dir bitte deine Glaubens- und Denkmuster, die dich hindern und negativ sind, die einschränken in deinem Leben und die auch mit negativen Gefühlen sind. Wie zum Beispiel, keiner nimmt mich ernst, ich kann das nicht, das funktioniert bei mir nicht. Für das bin ich viel zu klein oder zu bummelig. Ich bin nicht gut genug. Oder auch Denkmuster, die Welt ist schlecht. Männer wollen sowieso nur das eine von den Frauen. Oder Frauen gehören hinterher. Und so weiter. Tu die mal wirklich hinterfragen. Und wenn du das gemacht hast, dann gang speziell noch einmal auf den Esstick, weil der ja die Vergangenheit darstellen. Auf dem Esstick können sich Spinnhuppeln überall gelegt haben. Vielleicht Unrat, wo voller Staub ist. Köder, wo sich dort angesammelt hat, wo schon lange entsorgt sein sollten. Wenn du hier auf dem Esstick herumschaust und gleichzeitig an deine Vergangenheit denkst, wo spürst du Schmerz, Traurigkeit, vielleicht auch Wut, Angst oder Reue? Was siehst du, wenn die Gefühle hochkommen?
Schau dich um. Was steht hier noch umeinander, wo du vielleicht nicht losgelassen oder entsorgt hast? Bekämpf die negativen Gefühle nicht. Sag ihnen lieber, es ist okay, dass du da bist, dass dir da seid. Und wenn du es noch nicht loslassen kannst, dann gib doch dem einen neuen Platz. Und zwar gerade neben dem Stegenaufgang für erste Kuchen. Das sollte in der Ecke sein, wo du alles anstellst, wo du vielleicht nicht gerade sofort jetzt loslassen kannst, aber wo dir bewusst ist, irgendwann in nächster Zeit kann ich es dir entsorgen, aber vielleicht einfach noch nicht gerade in diesem Moment. Mit jedem Kram, mit jedem Gefühl hier auf dem Dachboden gehst du genau gleich vor. Entweder du bist sofort bereit, es loszulassen, kannst Gefühl in Frieden ziehen, oder du stellst es neben den Stegenaufgang und dann weisst du, du bist bereit, das Gefühl schon gleich loszulassen. Vielleicht bist du auch jemand, der sich vor der ganzen Arbeit in deinem inneren Haus ein bisschen drückt oder denkt, ist das nötig? Doch du kannst mir glauben, auch ich musste zuerst mein inneres Haus entrümpeln und so manches Loch in den Wand stopfen. Mein Fundament, das war früher brüchig, morsch und mein ganzes Haus, mein Innere, das ist auf keinem wackeligen Bein gestanden und hat jeden Moment droht zusammenzustürzen. Doch irgendwann habe ich mich rangemacht, habe wirklich im grossen Stil entrümpelt, entsorgt, neu eingerichtet, Wände ausbessert, gestrichen, bis ich mich wirklich so richtig pudelwohl in meinem Haus gefühlt habe. Und sich das Wohlgefühl, auch in Lebensfreude, im Selbstbewusstsein und in der Selbstakzeptanz wieder gespiegelt hat. Heute ist es um die Analyse gegangen, ums Erkennen, Entrümpeln, Loslassen. In einem zweiten Teil von diesem Podcast geht es dann um die Planung, um die Realisierung. Denn du willst ja dein innere Haus neu gestalten, sodass du dich geborgen fühlst, angekommen, geschützt, sicher, innerlich stark und mutig. Und etwas willst du ganz bestimmt nicht mehr alle und jeden in dein gereinigte Haus schalten. Solche, die einfach mit den Dreckschuhen durchlatschen, ohne jegliche Rücksicht. Das alles und noch viel mehr zeige ich dir im zweiten Teil von meinem Podcast, wo in einer Woche veröffentlicht wird. Ich freue mich schon riesig, dir den Weg zu deinem inneren Lebenstraumhaus zu zeigen und dich bei der Realisierung zu unterstützen, vielleicht gerade wie eine Architektin. Vielleicht hast du auch Lust bekommen, in der Zwischenzeit deine seelische Widerstandskraft zu testen. Denn gerade in der Baustellenphase von unserem Leben ist es sehr hilfreich. Der Link vom Resilienztest werde ich dir auch beim Podcast unten im Beschrieb rein tun. Bevor ich es vergesse, lass uns doch vernetzt bleiben. Ich freue mich, wenn du auch meinen Podcast abonnierst oder weiterempfehlst. Und du findest mich auch auf Pinterest und auf Facebook. Den Link findest du auch wie immer unten im Beschrieb. Ich wünsche dir von Herzen eine gute Entrümpelungszeit, viel Erkenntnis und ein Loslassen können von Unnötigem, wo dich wirklich befreit. Bis in einer Woche zum zweiten Teil. Deine Pierina Steiner.